Meistens finde ich es aber eigentlich auch noch cool, wenn die Leute das sehen und ein bisschen schockiert sind. Spätestens jetzt, wo es wieder mega heiß ist und man jeden Tag baden kann, fängt der tägliche Struggle für Frauen an. Beine rasieren und die Achseln und den Intimbereich und sonst noch alle anderen Körperteile, die irgendwie Haare dran haben. Seit ich ein Teenie bin, weiss ich, dass ich als Frau meine Haare entfernen muss und dass Körperhaare nicht zum Frauenbild gehören. Das sind gesellschaftliche Normen, die bisher noch nicht so hinterfragt worden sind. Genau das hat aber eine Influencerin Anfang Jahr gemacht. Sie hat unter dem Hashtag January Frauen aufgefordert, Bilder von ihrer Körperbehaarung zu posten. Darauf haben immer mehr Frauen aufgehört, ihre Haare zu rasieren oder zu entfernen. Ich bin Anais und seit etwa einem Jahr rasiere ich meine Beine- und Achselhaare nicht mehr rasieren. Ja, mir ist irgendwann auch bewusst worden, wie absurd das ist, dass man sich so gewisse Haare am Körper wegmacht und gewisse nicht. Und vor allem als Frau ist es wie nicht okay, Beinhaar und Achselhaar zu haben, aber als Mann ist es das Normalste auf der Welt. Ich meine, ich habe es früher auch grusig gefunden. Ich habe es nicht schön gefunden, wenn Frauen Körperhaar hatten. Also mir fällt es nicht mehr auf. Manchmal verschrecke ich ab Reaktionen von Leuten. Es sind vor allem Blick. Ich weiss auch nicht, ob ich hypersensibel bin auf diese Blicke. Ich kann nie einschätzen, ob sie überhaupt negativ gemeint sind. Meistens finde ich es aber eigentlich auch noch cool, wenn die Leute das sehen und ein bisschen schockiert sind. Also es ein politisches Statement ist halt, weil es gegen all das geht, wo eben das perfekte Frauenbild symbolisiert. Und indem man sich gegen das stellt, ist es irgendwie automatisch gerade etwas Politisches. Ja. Aber dann gibt es auch Tage, wo ich extra zum Beispiel ein T-Shirt mit Ärmel anlege, weil ich keine Lust habe, mich irgendwie so zu zeigen. Beim Daten oder beim Sex habe ich manchmal schon Angst gehabt, wie die Person darauf reagiert. Weil das ist wie jemand, der mich auch gefallen will. So, in der Body will ich den Leuten nicht gefallen. Es ist mir recht egal, was die Leute dort über mich denken. Ich finde, es ist jedem selber überlassen. Ich persönlich würde es bei mir jetzt nicht machen, weil ich es an mir selber nicht schön finde. Du machst es auch weg? Ja. Aus welchem Grund denn? Keine Ahnung, ich fühle mich so viel wohler. Also ich finde, das kann jeder selber entscheiden. Aber ich persönlich finde es nicht wirklich attraktiv, wenn es bei Frauen so ist, dass sie Part sind. Wirkt bei Frauen ungepflegt. Körperbehaarung bei Frauen ist nicht erwünscht. Das hat man spätestens dann gemerkt, wo die Arvida Byström für Adidas mit behaarten Beinen posiert hat und nachher massenweise Vergewaltigungsdrohungen bekommen hat. Aber warum ist denn Körperbehaarung bei der Frau bis heute ein Tabu? Körpernormen und insbesondere eben, was der weibliche Körper anbelangt und dass da so viel debattiert wird darüber und so viel darüber bestimmt wird, wie Frauen auszusehen haben und sich präsentieren müssen. Das ist klar eine Form auch von Sexismus, eben, dass sie ständig auch damit beschäftigt sind, ein gewisses Bild aufrechtzuerhalten. Das Normen, die wirklich von Frauen und von Männern durchgesetzt werden. Und das ist ganz wichtig. Aber es sind nicht die bösen Männer, die jetzt etwas durchstieren, sondern das sind gesellschaftliche Normen und da sind Frauen genauso beteiligt, an denen zu reproduzieren und immer wieder. Und eine Art ist eben, indem man halt, andere mit schrägen Blicken zum Beispiel wie maßregelt, wenn sie eben vergessen haben oder extra halt ihre Haare nicht rasiert haben oder entfernt haben an den Beinen. Ich will, dass es mega normal wird. Und das ist es für mich, aber halt nicht für alle Menschen um mich herum.